Grüß euch und willkommen zu einer neuen Folge von What the fuck ist Bayerisch. Heute geht es ganz um das Thema Literatur, und zwar Literatur auf Dialekt natürlich. Und da stellt sich natürlich gleich mal die erste Frage, gibt es überhaupt eine nennenswerte Literatur auf Dialekt? Weil wenn man in ein normales Buchgeschäft geht, wird man relativ wenig bis gar nichts finden. Außer vielleicht ein paar Klassiker, wie zum Beispiel natürlich in H.C. Artmann in Wien, einer von den bekanntesten Dialektautoren, leider schon verstorben. Ebenfalls nicht mehr leben dort der Gottfried Glechner, der den bayerischen Odysseus geschrieben hat, ein Innviertler Mundartdichter. Oder man findet sowas wie zum Beispiel von Peter Turini, Rotzenjagd und Sauschlachten. Eines von seinen ersten Theaterstücke, nur aus den 70er Jahren, was auch teilweise auf Dialekt ist. Dann wird man im normalen Buchhandel nur am ehesten so Wörterbücher finden. Die sind recht beliebt. Teilweise sind sie wissenschaftlich recht seriös, teilweise sind sie eher ein wenig humoristisch. Beispielsweise gibt es da, was nicht im Duden steht, ein Salzburger Mundart-Wörterbuch oder das Original Mostviertler Mundartbuch von A bis Zwutschgal. Oder es gibt sogar von Polyglot so einen Sprachführer für die Reise, bayerisch, man merke mit I geschrieben, das heißt, da ist Bayern und Österreich gemeint. Oder man findet dann so humoristische Sachen wie vom Reinhold Amann, das bayerisch-österreichische Schimpfwörterbuch. Was auch noch ganz viel gibt in Dialektliteratur sind so Gedichtbände, meistens sind das Amateurdichter oder Leute, die in der Pension anfangen, dass Mundartgedichte, Dialektgedichte schreiben. Da gibt es beispielsweise vom Reinhold Amann, so gängen die Gang, Gedichte im Mühlviertler Mundart oder Gescheit blöd, Lustigs und Witzigs von Martin Springer, humorvolle Gedichteln und Geschichten in Mundart. Oder beispielsweise von Vöcklerbruck, da wo ich herkomme, die Bertha Jungwirth zum Nachdenken und zum Gfreien. Und eins noch, Karl Pumberger-Kasper, Scheiderklirm und Öpfelbrocker. Gedichte und Geschichten in Innviertler Mundart. Also man sieht, das ist relativ schwer, im normalen Buchhandel Dialektliteratur zu finden. Deswegen habe ich mich auf eine kleine Reise gemacht, von Wien bis ins tiefste Innviertel und habe mit ein paar Dialektautoren gesprochen, um ein bisschen herauszufinden, wie es einer geht, wie groß das Publikum ist, das erreichen kann man von Dialektliteratur überhaupt leben als hauptberuflicher Schriftsteller und wie wird Dialektliteratur überhaupt so aufgenommen in der Öffentlichkeit. In Wien habe ich mit Roland Neuwirth geredet, der bekannt ist, weil er bei den Extremschrammeln ist, eigentlich wegen der Musik her, aber voriges Jahr 2006 hat er das Buch Die besten U-Bahn-Gstanzeln ausgegeben. Da geht es eben in Reimform um das Thema U-Bahn und den Großstadtwahnsinn im Alltag. Ganz ein witziges Buch. Dann habe ich mit dem Wolfgang Glechner gesprochen, Innviertler Schriftsteller, der aber in Wien lebt und alle seine Geschichten spielen auch in Wien, meistens in Otterkring, dort wo er wohnt. Und dann bin ich noch direkt ins Innviertel gefahren, und zwar zum Hans Kumpfmüller. Das ist einer von den Dialektautoren, zeitgenössischen, die am meisten publizieren. Also der hat schon über 10 Bücher rausgebracht in den letzten Jahren. Und der schreibt eigentlich sehr kritische Texte, wo er manchmal ziemlich aneckt. Aber es ist interessant, dass es eben auch auf Dialekt kritische Literatur gibt und nicht eben nur so Heimatgedichte und solche Sachen. Und ganz zum Schluss auf meiner Reise war ich nur beim Wolfgang Stöckl. Das ist ein Dialektforscher, der sich das ambitionierte Ziel gesetzt hat, dass er ein Komplettwörterbuch zum Dialekt vom Hausruckviertel, vom Landlerischen in Oberösterreich außerbringt. Er hat da schon über 15.000 Einträge und dabei sind einmal so Auszüge von seinem Sammelarbeit rausgekommen. Da zum Beispiel Reime und Sprüche in oberösterreichischer Mundart, das Raudige und Staudige. Also ich glaube, das wird eine ganz interessante Folge und ich hoffe, ihr interessiert sich auch für das Thema Literatur und Dialekt und würde mich freuen, wenn es dran bleibt.
Ja, weil das ja die ureigenste Sache ist, die eigene Sprache. Nicht? Die gewachsene Sprache, die Umgangssprache, was dann halt irgendwie adäquat ist. Nicht? Ich komme ja irgendwie von unten und da hat man immer Dialekt gesprochen, nichts anderes. Und Sie haben jetzt voriges Jahr ein Buch rausgebracht, und zwar Die besten U-Bahn-Gstanzl heißt es. Und das ist aus einem recht interessanten Projekt entstanden. Also Sie haben das ausgegeben, Sie sind der Herausgeber. Geschrieben haben es aber ganz viele verschiedene Leute. Also einerseits viele Prominente haben mitgemacht, aber auch ganz normale Leute, die haben irgendwie übers Internet mitmachen können. Wie war das genau? Ja, also namentlich der Ide Hinze, das ist der Leiter der Schule für Dichtung, hat die Idee gehabt, ich soll so ein Glas machen, nicht? Wo die Leute zum Thema U-Bahn Gstanzl einsenden. Und ich habe mir gedacht, das ist eine Fahrt, diese Vierzeiler, das rennt sich bald tot und so. Nicht? Ich habe nicht gewusst, dass da derartig viel drin ist. Nicht? Also das ist schon ein irres Potenzial da in der Bevölkerung, die ja nicht nur aus Wienern besteht, also sieht man in dem Buch ganz deutlich, haben wir sogenannte Ausländer. Also ich sage, mir ist das lieber das Wort Neue Wiener mitgemacht. Und auch Leute, die vom Land halt in die Stadt gekommen sind und ihren Dialekt eingebracht haben etc. Nicht? Das ist einfach die natürliche Situation, die die meisten Wiener haben. Man sagt ja, die meisten Wiener sind Zugewanderte, Zugereiste. Eigentlich könnte man sogar sagen, wir haben einen migrantischen Hintergrund, weil wir sind keine geborenen Wiener. Da gibt es einen totalen Wildwuchs. Nicht? Also die Leute hören das unterschiedlich nicht? Und haben halt unterschiedliche Vokale und Konsonanten eingebaut. Das ist ganz lustig, wie die Leute das hören. Nicht? Die meisten haben sich ja nicht viel pfiffen und haben das irgendwie hingeschrieben. Mein Kopfhörer, sagen sie, der stört schon seit Hitzing. Ne, Frau, passen Sie auf, oder wollen Sie, dass ich mitsinge? Vom Schottentor weg geht die U-Bahn ums Eck. Aber nachher beim Rathaus fährt sie mit der geradeaus. Das ist ein Hundefahrkarten. Da zahlen Strafe, aber fix. Ja, wenn sie wollen, kann ich böen, aber zahlen doch nichts. Merken schon diese Vielzahl an Vokalen, nicht, die da so rumschleifen. Das ist wie in der Wiener Musik, nicht, wo auf der Knäpferl mal das schön, das sind nicht die schwarzen und die weißen Knäpferl, nicht wie beim Klavier erhaben, die schwarzen, sondern auf einer Linie. Das ist gleichbedeutend, die Chromatik, die Halbtöne, nicht, dass man so aquarellieren kann. Nicht? Also das ist ja das, was die wenigsten wissen, dass das Instrumentarium, der Schramen, ja, zum Beispiel, total sprachadäquat ist. Total sprachadäquat. Nicht? Die Musik kommt ja von der Sprache in Wirklichkeit. Ja, ich schreibe auf Inviertrisch. Also wenn ich Dialekt schreibe ich auf Inviertrisch, weil der Wiener Dialekt ist noch einmal nicht mein Dialekt. Aber wenn sie inzwischen schon hier und da ein paar Wiener Details in meine Sprache eingeschlichen haben, in meinem Mundart, aber da wehre ich mich auch gar nicht dagegen, das wäre ja unnatürlich. Aber beim Schreiben bin ich schon, schreibe ich in Inviertler Mundart. Die ganzen Betonungen.